Und somit grüßt ihr zurück zu einer dreiteiligen kleinen Reihe, wo ich mir Spiele anschaue, die mir vielleicht gefallen könnten. Drum heißt ja, gefällt mir das. Wir haben hier ein kleines Spiel namens Dismantle. Wie du rechts oben siehst, ich habe es schon ein bisschen gespielt, dass ich ein bisschen einen Einblick in das Ganze kriege. Ich bin mittlerweile Level 4. Also wie du siehst, ich habe ein bisschen was gespielt. Es ist im Prinzip, ja, ein Zombie Open World Spiel, so wie du es halt kennst, gell. Da hast du den Levelbaum, Schaufel, können wir das schon bauen? Na, da brauchen wir noch 4 Plastik. Okay, das holen wir uns. Ausrüstung verbessern. Da habe ich schon ein bisschen was hergerichtet gehabt. Rucksack zum Beispiel, wie du siehst, rechts unten. Das sind dann die Dinge, die wir halt brauchen, dass du das alles herrichten kannst. Das ist beim Brecheisen, bei der Blutkonserve, Kochtopf und Schlafsack dasselbige Spiel. Genau. Was ich dir jetzt aber schon sagen kann, es ist relativ repetitiv. Was ist denn da? Verhindere, dass Monster wiederkommen. Erfinde einen Werkzeugsatz für Verbindungstürme. Installiere eine tödliche Frequenz in einem Verbindungsturm. Ja, das freut mich für das Spiel, dass ich das machen soll. Aber ich habe einen Scheißdreck an Ahnung. Das ist die Welt, das erste Stück. Und ja, was soll ich das sagen? Ähm, Das haben wir alles im... Was ist denn das? Achso, das ist die Sammlung an Materialien. Okay, Quests, das haben wir da. Gepäck haben wir auch da. Mir persönlich, was jetzt mein erster Eindruck ist, siehst du, sammelst dann halt, wenn du was anbaust. Sammelst halt Erfahrungspunkte. Und dadurch kannst du dann später absteigen im Level. Es ist im Prinzip immer das Gleiche. All working evacuation transports are outbound. Please keep calm and wait for the maintenance. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Ja, genau. Da habe ich was gesehen. Benutze R, um die Kamera zu steuern. Ja. Es ist nun aber schon über eine Woche wieder mal her, wo ich das gespielt habe. Ich nehme es jetzt eigentlich nur noch mal auf für dieses Projekt da. Erhöhe den Schaden auf 35 und jetzt erlebst du mal den Kampf. Die Zombies lassen dann Materialien fallen. Halte X gedrückt, wenn du ein Nahkampfziel erfasst hast, um einen Powerangriff auszuführen. Drücke R, um die Zielanzeige umzuschalten. Ja, wie du siehst, unser Charakter kann diesen da machen, ein bisschen schlagen und ja. Wenn du stirbst, links oben hast du die Level, die Anzeige für deine Gesundheit. Wenn du stirbst, startest du im Prinzip beim Lager wieder und dann kommst du zurück und dann kannst du halt deine Gegenstände, die du verloren hast, wieder aufnehmen. Ja. Wie gesagt, diese Aufnahme wird jetzt nicht so lang. Eben, du wirst feststellen, in diesen Minuten, wo ich dir das jetzt zeige, dass das relativ repetitiv ist. So, schauen wir da nochmal rein. Du kannst es hunderte Stunden spielen wahrscheinlich. Oder 2000 Stunden. 3 Tomaten bräuchten wir für eine Tomatensuppe. Ich habe aber erst 2. Und für alles, was du zerstörst, kriegst du natürlich Erfahrungspunkte.
kannst pro, wie du siehst unten, 6 Stück pro Inventarplatz füllen. Ja, das ist, wie soll ich sagen, schau einfach zu und du wirst es dann sehen mit der Zeit. Wie jetzt gesagt, wir schauen uns mal kurz nach der Quest. Flucht vor der Insel. Geh zur Evakuierungszone östlich von deinem Bunker. Evakuierungszone östlich. Das muss ja daher sein. Quest. LKW, Rastplatz im Vorort. Wir sind hier. Müssen wir da vorbeilaufen. Da haben wir verschlossene Tür und da ist eine Quest. Da werden wir jetzt mal hingehen. Das müsste dann rein theoretisch in diese Richtung sein. Ich weiß, dass unser Jolly laufen auch kann. Dann tu das mal, mein Gutes da. Und geh mir nicht auf den Socken. Da hinten muss irgendwo die Quest sein. Ah ja. Genau, da bin ich schon 30. Da bin ich ja schon krepiert, zweimal. Wow. Monsterjäger, 60 Monster getötet. Ach, schön. Darf man Ghostbuster auch sein? Ah ja, gegen diesen Affen habe ich auch schon gekämpft, aber leider war ich etwas zu blöd dafür. Kurz lang Blick, jetzt laufen wir kurz zurück zum Lager. Heilen uns etwas hoch. Verstauen die Materialien. Da am Lager kannst du dich natürlich in deiner Gesundheit... Ah, du kannst sogar schlafen, schau. Ich fühle mich noch gar nicht müde. Ich habe erst vor etwa 2 Stunden geschlafen. Super. Und wie du siehst, unsere Gesundheit links oben ist mittlerweile auch schon aufgefüllt. Und hier diesen Zombie, den wir gerade vor 2 Minuten in den Jordan beseitigt haben. Ist wieder respawned. Ach, schön. Blub, 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 blub. Wenn dir das Spiel natürlich gefällt, ist das für mich auch kein Problem. Das ist nur meine Meinung. Es ist relativ repetitiv. Um diesen Sensor oder um diesen Funkturm geht's. Hühnerkacke. Blub. Super. Wenn du die von hinten anschleichst, hören sie die nicht. Aber wenn du 30 Meter neben einer gehst, hören sie die. Na, das sind Affen an Zombies. Pizza, eat it. Na schön, für die Pizza. Ich will auch Pizza, du kannst mir was der buckeln. Ich will jetzt einmal nur schauen, ob wir diesen Boss da hinten... Blub. Ja, und zwar, der hat nämlich eine Waffe. Genau. Der spuckt uns mit Feuer voll. Oder mit einem Batzen Schleim. Neues Monster erledigt. Nicht mehr menschlicher Werfer. Aha. Das freut mich für den Menschen. Oder was es immer sein soll. Abgeschlossen. Ich brauche den Standard, Dietrich. Ja, super toll. Dann zirkt dann aus dem Hintern. Ich weiß ja nicht, was du willst von mir.
Super, das war's ja schon. Danke, Spiel. Plastik. Ich werde aber schauen, vielleicht können wir diesen Dietrich ja irgendwann einmal irgendwie herstellen. Aber ich glaube, da braucht man auch ein eigenes Level dafür. Oder einen eigenen Skill, Perk, ja was weiß ich, wie du das nennen willst. Warte mal, da hinten war ja noch eine Tür, vielleicht ist die offen. Ich brauche einen Standard-Dietrich. Das freut mich für den Standard-Dietrich. Jetzt können wir schon ein... Ah, schau, ein Lager. Stärker werden. Diese Welt scheint gefährlich zu sein. Toll, das war sie ja schon. Um zu überleben, musst du dich besser ausrasten. Erfinde einen Kochtopf, koche ein beliebiges Rezept nach, stelle Wurfmesser her. Ja, ich will das jetzt aber zuerst einmal... Da hinten ist was. Warte mal, was ist denn da für eine Kiste? Ah. ...256 Erfahrungspunkte bringt uns der gute Mann. Ja, ich räume mal alles ein, was wir halt so finden. Ich werde das jetzt aber noch bis zum ersten oder bis zum nächsten Level spielen. Weil ich da mal ungefähr sagen kann, wie, wo, was die Reise hingeht. Dann braucht man eh morsches Holz auch. Ja, siehst du. Du bist eigentlich im Prinzip immer beschäftigt, damit stärker zu werden. Aha. Naja, bin jetzt lustig auf einen Häuserkampf mit diesem Affen. Warte mal ganz kurz. Wie viel haben wir denn noch? Ja, ein bisschen was können wir ja noch. Man kann ja doch noch ein klein wenig machen. Ja, Ausrüstung verbessern. Warte mal, irgendwas haben wir schon gehabt. Brecheisen. Wir brauchen Keramik. Erfinden und herstellen. Der hergestellte Gegenstand hat eine begrenzte Anzahl von Anwendungen. Die Anzahl der Anwendungen wird automatisch wieder aufgefüllt, wenn du dich an einem Lagerfeuer ausruhst. Gepäck. Ja, ich glaube, das können wir so lassen. Landkarte, Sammlung. Okay, ein bisschen an Rotz müssen wir noch mitnehmen. Warte mal. Shit! 4 Plastik, na dann könnte man eigentlich die Dings mitnehmen. Oder produzieren. Eine Schaufel. Jetzt weiß ich aber nicht, wo ich Plastik finde. Das wäre natürlich... Elektronikschrott, okay. Also anscheinend, wenn je weiter du in das Gebiet vorkommst, oder
Je weiter du in das Gebiet hineinkommst, umso mehr oder umso besser wird auch deine Ausrüstung. Da hat er am Anfang immer gesagt, der Hund ist nicht zu Hause. Auch schön. Kuckuck! Blub. So, was war da? Keramik. Elektronikschrott. Ja, ich glaube, es sollte eigentlich klar sein, wo das Spiel eigentlich hin will. Wir sind jetzt eh schon cool. Okay, wir laufen schnell zurück und werden die ganzen Sachen schnell einlagern. So. So. Und was soll ich jetzt dagegen tun? Wie ist jetzt da kämpfen gegen den Idioten? Ah, das kann heiter werden. Ja, wirst du da bleiben, Dicker, ha? Boah, ich bin fast hin. Ich hab da Keramik gesehen. Hihihi. Wir werden uns kurz ausruhen und dann kehren wir zurück. Ich hoffe, dass der Idiot nicht sein Schaden wieder... Ah! Ich hoffe, dass der Depp seinen Schaden nicht hochlevelt. Ja, sehr gut. Wir haben eine Tomatensuppe. Belohnung abholen. Stufe 5. Neue Erfindung, Stoßdämpfer. Cool. So. Zum Level. Oh. Materialtaschen. 4 Fertigkeiten statt 3. Oh. Sichelstoßdämpfer. Level 7. Okay. Taschenlampe. Da brauche ich wieder Level 12. Also wie du siehst, du bist eigentlich lange hier unterwegs. Ja. Also gut, das Spiel ist schon so darauf ausgelegt, dass du sehr lang unterwegs bist, nur dass du Kleinigkeiten machen kannst.
Also da fehlt mir was. Was ist da mit den Stoßdämpfer? Absorbiert kinetische Energie, um schwierige Manöver zu erleichtern. Okay. Da können wir auch noch nichts machen. Gepäck. Na gut, dann treten wir dem falschen Torhüter nochmal schnell in den Arsch. Wenn du aber Interesse hast und das Spiel vielleicht selber nochmal sehen willst, ein bisschen mehr, dann musst du sagen, ich halte mir den Speicherstand auf der Xbox und wenn es dann ist, könnte man ja nochmal einer treten. Oder dann könnten wir weiter versuchen hier zu überstehen. Genau. Das würde ich sagen. Drecksau. Brauchst du aber nicht glauben, am Anfang, wenn du das Spiel spielst, stirbst du sehr häufig. So ist halt mir gegangen. Jawohl, wir haben es geschafft. Gatekeeper. Na super, jetzt haben wir es benannt. Ich sollte mich zu diesem Verbindungsturm begeben, um das Tor zu öffnen. Was soll ich da dazu sagen? Das bin typisch ich. Genau. Mehr kann ich da dazu nicht sagen. Da kriege ich auch irgendwas. Ich weiß nicht mehr was. Also Blätter, genau. Blauer Augapfel. Randvoll mit Energie. Ah ja, schau. Wir werden uns natürlich nicht lumpen lassen, wir nehmen das alles mit. Aber wir werden zuerst den Rest da ein bisschen einsperren, einlagern. Legendärer Sammler, schön. Ich würde aber mal trotzdem weiterlaufen, da in die andere Partie da um mich. Achso, wir müssen zu diesem Funkturm. Blub. Jo. Vielleicht gibt's ja... Ich sollte mich zur Evakuierung begeben, kann ich später nochmal herkommen. Ja. Haha. Boah. So, da.
Jetzt schauen wir mal. Was ist denn da alles? Blub. Kriegen wir da vielleicht Elektronik-Schrott? Ich möchte erst einmal da in die andere Partie umgehen. Also ich muss da und ehrlich gesagt gestehen, die Musik, die hat mir jetzt wirklich richtig taugt. Sehr gut, mein Freund, du kannst das, wirklich, du bist... Wow. Ja, was ist denn da? Ah, da kann man rein. Da gibt sicher Metallschrott. Aber was ich gerade gedacht. So. Da gibt es ein bisschen was. Sehr schön. Gut, ihr hättet gesagt, nach diesem kleinen musikalischen Ausflug beenden wir den ganzen Quagel da jetzt einmal. Man, ob's jetzt an jeden gefällt, das kann ich nicht versprechen. Es ist sicher noch mal einen zweiten Blick wert, sag ich jetzt einmal. Aber versprechen tue ich nichts, gell? Weil eigentlich mittlerweile nicht mehr viel von diesen Zombie-Spielen halte. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ich meine, es ist sicher eine Alternative zu, ja, schon wissen, was halt momentan alles so gespielt wird in puncto Zombie-Spiele, das weiß ich alles nicht. Weil selbst wenn selbst Sons of the Forest im Early Access erschienen ist, obwohl die Entwickler damals eigentlich gemeint haben, sie bringen Voll Release. Da war ja irgendwas in die Richtung. Ja, was soll ich das sagen? Es ist ja immer das Gleiche in der Industrie. Aber ich will mich nicht schon wieder aufregen. Au! Duck dich! Du Pferdearsch! Danke.
Ich kann ja da was suchen. Oh ey, schon wieder neue Gegnerort. Aber wurscht. Sobald das Video erscheint, wie machen wir das am besten? Weiß ich nicht. Machen wir es so. Machen wir es so. Ich habe eine Idee, wie wir das machen können. Und zwar, ich werde, wenn das Video erscheint, zeitgleich, sollte dich das Spiel interessieren und du willst von mir aus gesehen mehr sehen, erscheint im Community-Tab eine kleine Umfrage dazu, inklusive Verlinkung zu diesem Video. Da kannst du dir das anschauen und kannst dann deine Meinung bilden, ob du mehr sehen willst oder nicht. Ich glaube, das ist ein fairer Kompromiss. Du hast ein weiteres Werkzeug für die Haupthand hergestellt. Du kannst mehrere Werkzeuge anlegen und schnell... Okay. Ah, okay. Was können wir da noch basteln als nächstes? Samenbeutel. Ah, dann geht's schon in die Landwirtschaft, okay. Aber mir würde Kampf mehr interessieren, das muss ich dazu auch gestehen, gell? Lagerverbesserungen, Rohstoffverwaltung, Erkundung. Ja, und wo ist Kampf? Da. Sichel, da fehlt mir so 3 Keramik. Irgendwas kann ich noch herstellen. Okay. Was fehlt mir da zu der Kappe? Noch Plastik. Na gut. Ausrüstung verbessern. Brecheisen. Wie du siehst, die ganzen Materialien und die ganzen Dinge, die du halt herstellen kannst und verbessern kannst, das ist halt immens teuer. Das ist ja normalerweise nicht ein Ausdruck, den ich gerne in die Hand nehme, aber es ist halt schon so ausgelegt, dass du relativ lang suchst. Mit einem Schlag war sie tot, gell? Könnte das der richtige... Das weiß ich nicht, du Jolly, was fragst du denn mich? Okay, jetzt macht die Dings... Jetzt macht die aber wenigstens mal ein bisschen mehr Schaden. Der ganze Caster. Hey, ich wollte eigentlich aufhören und was noch anderes probieren. Haben wir noch genug Platz? Ja. Aha, also zu dem Hansch komme ich jetzt noch gar nicht rein, siehst. Erhöhe den Schaden auf 25. ...35... ...70... Ja, wie gesagt, machen wir es so. Zeitgleich zu dem Spiel, zu der Episode, wird eine Umfrage erscheinen und du entscheidest dann, ob du mehr sehen willst.
Was ist da? Ich hätte gesagt, wir suchen uns jetzt ein Lagerfeuer und beenden das, da ist das Spiel noch 3 Stunden. Man würde dann doch irgendwie wissen, wie, wo, was, wo, wann, ne? Aber das ist ja normal bei den Spielen. So. Kann man irgendwas, also na warte mal, kann man Ausrüstung verbessern? Ja. Naja, also dann. Wir sehen uns das nächste Mal wieder beim zweiten Teil dieser kleinen dreiteiligen Reihe. Und na, lasst dich einfach überraschen, was ich für uns vorbereitet habe. Für die Zukunft, man weiß es nicht genau. Und bis dahin, Pfiat und Baba.